So, guten Tag mitnehmen. Das sind ich noch einmal wir. Nu sind ja die langen Schulferien. Men mir fällt op, dat die Kinnebuten gar nicht mehr op de Straße spielt, so es wie dat früher dorn hebt. Usen Weg, das sind auch etliche kleinere Kinder, men das siehst du nicht. Da spielt nicht ein Kind mit dat andere mehr op de Straße. Wir troffen uns damals ja einfach mal so für das Haus und wenn da ein Kind stand, dann kam der fort mehrere Bi und dann wird fort ein Kasentrop, weil sich da zusammenfunden. Und wir spielten ja früher Völkerball in die Ferien, das kennt ja sicher noch wohl jede, auf Plumpsack. Das wir ja mit so einem Taschendog echtes Sick schmieden und dann muss das Kind, will dann den Plumpsack echtes Sick sorg, muss dann abnehmen und dann kau echte den Plumpsack schmiede hinlaufen. Und wir spielen auch gerne Mutter, wie weit darf ich reisen? Das kennt vielleicht von Tage nicht mehr so viele junge Lüde. Das war so, dann wurden 2 Linien trocken in Sand auf dem Bürgersteig, so mit 1 Meter Entfernung. Und an eine Linie stand die Mutter und die anderen Kinder standen alle an der zweiten Riege. Und dann kommt das so der Riege noch. Das erste Kind fragt dann, Mutter, wie weit darf ich reisen? Und dann dachte sich die Mutter so einen Namen von so einer Stadt ut. Und je nachdem, wie viel Silben die Stadt hier, so viele Schritte drauf das Kind dann in Richtung Mutterdon. Manchmal, wenn dann bloß Rom hätten, dann war das ja bloß eine Silbe und dann wäre das bloß ein Schritt. Und dann musste man vorher fragen, darf ich? Dann sagt die Mutter, ja. Darf ich? Nein. Darf ich? Ja. Und dann drauf das Kind den einen Schritt tun, wegen Rom. Und wenn dann aber hätten, wie weit darf ich reisen? Und dann sagt die Mutter vielleicht nach Rheine. Dann wären dann wir 2 Schritte, 2 Silben und 2 Schritte. Und dann fragt das Kind wieder, darf ich? Nein. Darf ich? Nein. Darf ich? Ja. Und dann darf das Kind 2 Schritte tun. Und wenn dann gesagt wurde, Kopenhagen, oh, das wären ja 4 Schritte, 4 Silben und 4 Schritte. Und das rühmen dann kommt man wie ganz gut auf die Mutter zukommen. Und ganz besonders beliebt wird Konstantinopel. Das wären Konstantinopel. 5 Silben und 5 Schritte. Aber da müssen wir auch dann so die Erfahrung machen, dass so eine Mutter ihre beste Freundin vortrug. Ja, das wird dann so, und wenn die beste Freundin dann immer so lange Städte mit so viele Silben kriegt, ja, da müssen wir dann mit fertig werden, dann wird das eben dann die nächste Mutter. Und dann Verstecken spielen, das wird auch krass beliebt. Dann steht ein Kind an der Hausmühe mit Gesichten oder Wand, Augen to, beide Hände für die Gesichter und dann fangen sie an, 1, 2, 3, 4 Ecken Stein. Alles muss versteckt sein, hinter mir, vor mir, an beiden Seiten gillert's nicht. Und dann, ich zähle bis 10, dann komm ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Und in die Tit haben sich dann alle Kinder verstoppt. Echte Hirgen und Tüne und in ein Hus ingänge und dann muss das Kind die söken und abschloren. Dann kriegt das Kind, was sie gefunden hat, einen Klaps und dann wird das für das Kind das Versteckspiel an Ende. Wenn das Kind, das Kind dran vorbeilaufen wird und hier das nicht sein, dann rannte das Kau an die Mühe und kloppen da dran und sagt, ich bin schon hier. Ja, und das darf dann das nächste Kind ziehen, was die anderen Kinder söken muss.
Und für alle Kinder wäre ja auch immer schön, dann kamen sie alle erst dran und wer im Januar geboren ist. Und wer im Januar geboren ist, tritt ein, tritt ein, tritt ein. Der mache im Kreise einen tiefen Knicks, ganz tief, ganz tief, ganz tief. Mädel dreh dich im Kreise herum. Mädel dreh dich im Kreise herum. Doch könnt nix mit Schmu. Jedes Kind hier ihr einmal in Jahr Geburtstag und die in Dezember geboren waren, die müssen dann mit Worten besser anlässt, besser sungen wurde. Und wer im Dezember geboren ist, ja, so wird das früher. Und wir dürfen ja immer länger abblieben im Sommer, in den Ferien. Und das wäre auch immer so schön, das sieht man von Tage auch gar nicht mehr, dass die Norbes mit einem Stuhl an der Straße kamen, sich für das Haus hatten und sich dann so unterholen, die alles. Und ich weiß noch, unser Papa, der hier immer so eine ganz besondere Sitzposition. Da den Stuhl so ein bisschen von der Wand weg und dann kippen die damit noch echten hin und dann hatte doch ganz bequem und dann konnten die alles konnten sich dann unterholen und konnten kicken, wenn an gegenüber eine Friedhofsseite, eine Kirchhofsseite, dann die Kinder ihre Spielkes machen. So, das wird dann erstes für 5 Tage. Dann holt ihr Frucht und gut kommen.